Für Thomas 31. Sonntag am Jahreskreis begrüßen ich aus dem Kloster Pepping, wo 440 Jahre die ersten Benediktinerinnen angekommen sind. Es singt Choral Saint-Pédis Kehl, die hier 50 Jahre feiert, an Chorallen Saint-Cécile Rümmeling an Saint-Cécile Teiting. Dirigent ist den Jean-Claude Tilges, Organist der Romain Ludwig. No seiner Improvisation sangen wir Deutsche Messe vom Michael Haydn. Herr, erbarme dich, Laudate Dominum 135, o allerhöchste Speise vom Bach, er ist das Brot vom Meyerhofer, und als Schlusslied I'm Dreaming of Home, Philipp Rombi. Dürgel spielt als Sorti Allegro Vivo e Maestoso vom Dom Paul Benoit. Masket gehalten vom Herz Jesu Pater Theo Klein. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Lief Leid hier an der Kapelle, lief Leid, die mit der Eis über die Medien verbunden sind. Wir feiern heute Geburtstag.
140 Jahre Kloster Pepping. Den 9. November 1883 hun 24 Benediktinerinnen hier am Kloster zu Pepping die Gründung von dem Institut von der Benediktinerinnen von der ewiger Ubiedung gemacht. Während turbulenten Zeiten hun Schwestern oder Regel vom Heiligen Benedikt drei no Motto Ora et labora, Bierden erschaffen, het Leben ausgericht. Mutter Mechthild war Stifterin von diesem Kloster. 24 Stunden an der Ubiedung, all Stunden vom Tag wurde ein einer Benediktinerin für im Tabernakel gebiert. Nur 1945 sind immer Männer, jung Frauen an Kloster angetrat. Die Schwester, die als Lecht angetrat, an ihr Leben hei verburgt hat, also auch als Lecht für ein engem Jahr gestorben. Wir wollen das Maß halen für die 100 Benediktinerinnen, die hei gebiert a geschafft hun, an auch für Eltern und Wohltäter von diesem Haus und all die Leid, die sich hei auch engagieren. Der Liebe Christi nichts vorziehen, heißt es an der Benediktinerregel. Ja, die Liebe zu Christus steht am Mittelpunkt. Die sperrt sich wie ein Bau über die ganz Benediktinerregel an, als auch noch immer Devis für Eishaut. Das religiöse Leben geht hier am Haus weiter. Aber für den wertvollen Schatz, den Schwestern eis mal auf den Weg gehen hun, sie mir dankbar. Aber wir versichern eis auch am Glauben, an der Hoffnung, und auch an der Liebe, den Herausforderungen immer nächst zu stellen. Lass mal an dem Sinn der Barmen vom Herrgott ob eis alle guten Ruf rufen. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Oh
Lasset uns beten. Allmächtiger, barmherziger Gott, es ist eine Gabe und ein Werk, wenn das gläubige Volk dir würdig und aufrichtig dient. Nimm alles von uns, was uns auf dem Weg zu dir aufhält, damit wir ungehindert der Freude entgegeneilen, die du uns verheißen hast. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Lesung aus dem Buch Maleachi. Ein großer König bin ich, spricht der Herr der Heerscharen, und mein Name ist bei den Völkern gefürchtet. Jetzt gilt dieses Gebot für euch, ihr Priester. Wenn ihr nicht hört und nicht von Herzen darauf bedacht seid, meinen Namen in Ehren zu halten, spricht der Herr der Heerscharen, dann schleudere ich meinen Fluch gegen euch. Ihr seid abgewichen vom Weg. Ihr habt viele zu Fall gebracht durch eure Weisung. Ihr habt den Bund Levis zunichte gemacht, spricht der Herr der Heerscharen. Darum mache ich euch verächtlich und erniedrige euch vor dem ganzen Volk, so wie ihr euch nicht an meine Wege haltet und auf die Person seht bei der Weisung. Haben wir nicht alle denselben Vater? Hat nicht der eine Gott uns erschaffen? Warum handeln wir dann treulos, einer gegen den anderen, und entweihen den Bund unserer Väter? Wort des lebendigen Gottes. Einer ist euer Vater, der im Himmel. Einer ist euer Lehrer, Christus.
Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zum Volk und zu seinen Jüngern und sagte: Auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Tut und befolgt also alles, was sie euch sagen. Aber richtet euch nicht nach ihren Taten, denn sie reden nur, tun es aber nicht. Sie schnüren schwere und unerträgliche Lasten zusammen und legen sie den Menschen auf die Schultern. Selber aber wollen sie keinen Finger rühren, um die Lasten zu bewegen. Alles, was sie tun, tun sie, um von den Menschen gesehen zu werden. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Gewändern lang. Sie lieben den Ehrenplatz bei den Gastmälern und die Ehrensitze in den Synagogen. Und wenn man sie auf den Marktplätzen grüßt und die Leute sie Rabbi, Meister nennen. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Meister. Ihr alle aber seid Brüder. Auch sollt ihr niemanden auf Erden euren Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Auch sollt ihr euch nicht Lehrer nennen lassen, denn nur einer ist euer Lehrer, Christus. Der Größte von euch soll euer Diener sein, denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Leifschwestern Abrider, war da schon die interessante Ausstellung an den Nationalarchiv gucken iwwer 1848 Revolution zu Lützeburg. Da gimmer gewuhr, dass 1848 Leid unzufrieden waren an op d'Stroos manifestiere gange sinn, géint den etablierte Regime, géint die liberale Regierung, géint de Kinnig Großherzog Wilhelm II., dat das den Knudler Perd sitzt. Wat war passiert? Se hatte neicht méi fir hier Familien ze erhalen, no en netliche Missernten. An d' Regierung huet neicht gemach, fir die Kleinleit ze unterstützen, au contraire. Se huet virgeschrieben, all Streen Dircher missten durch Lehen Dircher op den Häuser ersat gin, wat die klenge Mann sich aber net leeschte konnt. Wie dak ihre mir eis och iwwer de do Uwen, die dick, die mat den dicke Boxen. Ich denke, net geht eis all jo e bëssene so. Heians do mude den do gëtt Wasser gepredigt, as sie selber trinken Wein. So am Evangelium, wo de Jesus sich chauffiert an aus der Köcht springt. Do solle moralisch Wertvorstellungen vermittelt gehen, an diejenig diese verbreden, liewen eng Doppelmoral. Du kann ihr nimme staunen. Der Jesus Rätzinge Follower Geboter echt zu holen an zu befollichen, aber diese Predigen an domat leer Autorität beanspruchen, nicht als Vorbild zu holen. Wasser predigen, Wein trinken, dat geht nicht. Für die Jesus mussen Haltung an Überzeugungen auch am Handeln aufliesbar gehen. An Regeln mussen liefbar sein, nicht unerträglich lasten. Et gëtt de Genre Mensch, den sich selber zelebriert, den sich am eigene Prestige sonnt, an nimmen op den eigene Vierdeel ausass, den sich iwwer die Äner erhieft, as sie kleng an unmündig mischt. Die Jesus gëtt ze verstohlen, dëst, so wie Narzissmus, Karrieresdenken, an heichgeschrauft Titeln
hun am Reich Gottes, dat teesteer Welt, wie hien se gehät, neicht verloren. Wo dir leif Leid auch schon einmal Folgendes erlieft. Da wart Bonamie mat engen. An HJB-Mol könnt den beruflich, karriersmäßig heich, ein Newcomer. An do änderten sich, gediwer hirflich, blasiert. Jo, et könnt viel, dass ein Amt sein Dreher transformiert. Dass es von der ursprünglicher Proximität an Zugewandtheit verloren geht, wann den anderen Obemol an enger anderer Liga spielt, wann das Team, wie ihr seht, an den Kap klimmt, wann hier sein Geburtsschein verloren huet. Bezieht sich natürlich auch, aber nicht nimmen ob Kirch. Wie Dack unterstreicht der Papst Franziskus, dass diejenigen, die kirchlich Amt bekleden, egal ob wat für engem Echelon, den Stallgeruch von ihre Leid mussen hun, an net dürfen aufhirven an den Boden von der Realität verlassen. Füllen am Mittelpunkt oder um Piedestal stohen glänzen, als Verhalen verwerflich, so geht Jesus zu bedenken. Hier spricht die Hierarchen, religiös Machthaber von seiner Zeit an, wobei sie verdrohen auch an eiser Zeit un. Es geht also um die bezuelten Multiplikatoren vom Glaven, die hei kritisiert gehen. Aber letztlich auch um jederen, den irgendwo ob enger Platz Autorität as an ausübt, ob am Beruf, der Familie oder an der Gesellschaft. Für den Jesus sind all Menschen gleich, kein Mei, kein Manner. Hier seht eis, dir all sind Brüder und Schwestern. Das ist da schöne Gedanken, oder? Also nicht doch dat, wat die Synodalkirche, so wie sie am Gang als spruchreif gemacht zu gehen, ausstrieft. Gucken wir die Sache aus der Perspektive von denen Gestalten, die den Test müssen bestehen. Einerseits kann es interessant sein, wenn berühmt ist oder an der Responsabilität steht, weil ihn dann ein gut Vorbild für andere Menschen sein kann, weil ihn etwas bewegen kann, an Abfluss holt. Jeder von uns kennt so Leid. Andererseits kann das doch ganz anstrengend sein, weil ihn immer in der Beobachtung steht, am Visier ist, kontrolliert wird, und möglicherweise wenig Privatsphäre hat. Ihr seid abgewichen vom Weg, heißt es an einer Lesung aus dem Prophet Maleachi. 6 möglich Irrwehr können grad auch bei fromme Leid vorkommen, leifren. Für das erste Mal Täuschelei, war Reden an Handeln nicht ihre Nähstimmen mehr aus der Nähe klaffen, wann ihr mehr firget, wie ihn anlesen kann. Da fehlt die Glaubwürdigkeit, die Authentizität, die Echtheit. Hier ist eine Kurskorrektur nötig. Zweitens, wenn ihn gelähmt, gefangen ist, an seinen eigenen Ideen und Vorstellungen, an seiner Selbstverliebtheit. Bei dieser Form von Lähmung und Blandsinn geht all Kreativität erstickt, an all aktiv Leben, an Solidarität mit anderen verbunden. Drittens, der Stolz, den Hoffart, wenn ihr ganz für sich selber angeholt ist, sich mit Titeln oder Gierlöcher überheft, an deren Platz für sich beansprucht, wie so nimmen gesinn und gewürdigt zu gehen. Viertens, den Machtmissbrauch, siehe um politischen, physischen oder um seelischen und spirituelle Plan. Wenn eine wat anderer herrschen will, als sie dafür gebraucht oder missbraucht. Besteht als Gräst, als gläubig Menschen, nicht grad daran, anderen zu dingen, andere am Blick zu haben, andere zu fördern, als sie an ihrer Entwicklung zu begleiten. Fünftens, den Egoismus. Nimmen u sich selber denken, a Platz Murcht aufzugehen, a Platz Interessen, Aufgaben an Materielles zu delen. Egoisten hu just dat Egentwohl am Blick. Alles dreht sich hier Zieler an Befriedigung von ihre Wünscher Besoin. Die anderen sind zweitrangig.
An ihrem Liewe gedet nimmen eend, ich. Dabei kann es so schön sein, Last zu lassen, auf ihr anderer do zu sein. Recht dann gimmer glücklich. So seht doch die moderne Glücksforschung. Als sechstens schließlich die Verflächlichkeit. Die sich feiern an applaudieren lassen, ob am reale Leben oder an den Social Networks. Mehr Schein als Sein. Du hast kein Deft. Ein Leben aus eidle Worthülsen, wo nicht oder nicht viel der Hand sticht, verhul as, nimmen Fassaden. Dat misst mat echtem Glauben an geliefter Leeft gefüllt gehen, an aus der Deft kann dann die entsprechend Fried opkommen. Das genannte 6 Irrwehr sind sie nach lang nicht alle Gue, mit denen wir all zu kämpfen hun. Mat sind pur hauptsächlicher, die sich an eist geistlich Leben erschleichen, an eist an eng Sackgas feiern können. Jesus redet der Demut wurt. Wir sollen demütig einfach Mönche gehen. Demut heißt am Latinischen humilitas. Da steht das Wort humus, Boden dran. Wenn ich demütig bin ich Boden von der Realität gekommen, aber bleiben hoffentlich Boden, geerdet. Ich hebe nicht weiter auf, schwebe nicht oder halte mich für etwas Höheres, Besseres oder Besonderes. An den Niederungen vom Leben leset sich mehr realistisch, zufrieden und noch glücklich leben, wie am heigen elfenbeinernen Turm, fern von der Wirklichkeit und vom Leben von den Menschen. Liebe Brüder und Schwestern, vom Renaissance-Auteur Montaigne gibt es diesen lustigen Vergleich. Wenn wir auch nachher so heich auf Kretsche klammen, auch auf Kretschen muss man als Bein bewegen. An höchsten Thron von der Welt sitzen wir doch immer nimmen ob eisem Hünnechten. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir feiern auch 140 Jahre Kloster zu Pepping, und wollen auf diesem Festtag besonders beten. Für all Benediktinerinnen, die hier am Kloster ihr Leben, an Gebet, an Erbicht Gott geweiht hatten, und auch für ihre Älteren, Herr Gott, Herreis. Für all Wohltäterinnen und Wohltäter, die von 1883 bis heute den Benediktinerinnen eine große Unterstützung waren, und noch für die zum Inhalt vom Kloster beigedrohen haben, Herr Gott, Herreis. Herr Gott, Herreis. Für all Gemeinschaften vom Benediktinerinnenorden, dass sie von Dingen lebt, Herrgott, gestärkt gehen, und dass auch Haut nach Menschen Dingen im Ruf nur kommen. Herrgott, Herres. Herrgott, Herres. Für all Menschen an der Krieg- und Krisengebiete auf der ganzen Welt, die all der Angst für unsere Zukunft tun, und für all Menschen, die auf der Flucht sind. Herrgott, Herres. Herrgott, Herres. Für die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen, die zu Frieden und Gerechtigkeit auf der Welt feiern. Herrgott, Herreis. Herrgott, Herreis. Für alle Menschen, die sich allein fühlen, auch für alle Verstorben, besonders für die und die keiner denkt. Herrgott, Herreis. Herrgott, Herreis. Für die Menschen, die dem Kloster besonders verbunden sind,
an der Nachfolge von den Benediktinerinnen dafür sorgen, dass das Kloster zu Pepping weiterhin ein Platz für Gebet an Erbicht ist und noch in Zukunft ein Haus vom Herrgott bleibt. Herrgott, Heerreis. Gute Gott, den Leib zu eis Menschen kennt kein Grenzen. Dafür so mir dir Merci, erlöwen dich elo an all Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme. Zu seinem Lob, zum Heil der ganzen Welt. Heiliger Gott, diese Gabe werde zum reinen Opfer, das deinen Namen groß macht unter den Völkern. Für uns aber werde sie zum Sakrament, das uns die Fülle deines Erbarmens schenkt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch seine Geburt hat er den Menschen erneuert, durch sein Leiden unsere Sünden getilgt, seine Auferstehung den Weg zum Leben erschlossen und in seiner Auffahrt zu dir das Tor des Himmels geöffnet. Durch ihn rühmen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist hellig, Herrgott, von dir kennt all Helligkeit, du verbiete ma dich. Mach das Goven hellig durch dein Geist, bloß du vereist zum Leib und zum Blut gib von deinem Sohn, unser Herr Jesus Christus. Den Ofen, wo hier verrodet go, von den Tod ob sich geholt hat, du hält den Bruder sing hen, sie den Dank gebiert, bricht Brot, redet singe Freunde, seht, holt an erst alle Gute von, dat heißt mein Leib,
geht hier gehen für euch. Nu mir sind heute noch kirlich, sie drum in Dank gebiert, rechte kirlich singe Frinner seht, holt an Dräng da gut raus, dat heißt die kirlich mat mengem Blut, Blut vom Neien an ewige Bund, et fließt für Riech an die Filaner, für dat Sünde verziehe gin, merktest als mein Undenken. So feiern wir, Heilige Pap, Dundenke von dem Sohn, der für uns gestorben an Oberstern ist, und so offern wir dir Brot vom Leben an der Kirche von der Erlesung. Wir sind dir merci, weil du als Beruf, wir für dir zu stehen, an dir zu dingen. Wir bitten dich, los als Teilholen im Leib und im Blut von Christus, dass wir eint gehen durch den Heiligen Geist. Denk an den Kirche euch dort fällt, los dei Volk Fussen an der lebt. Zusammen mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude, seinem Weihbischof Leo, mit den Geistlichen, an all denen, die am Ding stehen von der Kirche. Denk an alle Brüder und Schwestern, die von uns gegangen sind, in der Hoffnung, dass sie oberstehen. An all die anderen, die an deiner Gnade gestorben sind. Hol sie ob bei dich an dein Licht. Pap, erbarm dich also aller, schenke uns ewig Leben mit Maria, der Heilige Gottesmam, mit den Aposteln, mit all denen, die Gnade von du bei dir zentert Welt besteht. Mit ihnen alle seist dich loben und ehren durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn, mit ihm und an ihm, dir, allmächtige Pap, an der Einheit vom Heiligen Geist, all Herrlichkeit an Ehr, Lohan immer an ewig. Amen. Lass man Vertrauen bieten, wie Jesus seinen Freunden gelehrt wird. Eise Pap am Himmel, dein Num sief geheiligt, dein Reich soll kommen, dein Will soll geschehen, wie am Himmel, so ob der Erd. Geweise Haut eis täglich Brot, verzeihe seis Schuld, wie mir auch denen verzeihen, die an eiser Schuld sind. Feier eis nicht an Versuchung, mir mach eis frei vom Besen. Jo, Herrgott, mach eis frei vom Besen, a Gefrieden an eiser Zeit. An denger Gutheit hilf eis, dat mir frei bleibe von all Sünd, an e festen Halt fannen an de Gefahren vom Leben, so werden wir voll Hoffnung ob dat ewig Glück, was Christus den Erlöser errimken an Herrlichkeit. Dein das Reich an Macht und Herrlichkeit für immer an ewig. Herr Jesus Christus, du hast zu den Aposteln gesagt, de Frieden los nicht ich, mein Friede ginn ich. Da verbieten wir dich. Guck nicht, ob ich sünden, ob ich versuchen, mir mehr als stark immer nicht am Glauben. Guck, ob der Glaube von deiner Kirche, a Gefühl, wie es dein Will ist, immer nicht Einheit auf Frieden. Dem Herrgott sei Frieden, sief mit ich. Amen.
Seht Christus, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Herr, du zeigst mir den Pfad zum Leben. Vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle.
Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast uns mit dem Brot des Himmels gestärkt. Lass deine Kraft in uns wirken, damit wir fähig werden, die ewigen Güter zu empfangen, die uns in diesen Gaben verheißen sind. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Mi und d'Eucharistie gefeiert am Kloster Pepping. Den nächste Sonntag iwwer Rom und Mass zu Ehre vom heilige Willibrucht aus der Basilika von Echternach. Und zwar op alle Kanäle im 11:30, op DOC, RTL 2 an Kathol.lu 11:30. Ich alle ein gut Woch, an Domat schalten wir zurück an den Studio.
Tschüss.